jetzt über Helsingborg fahren wir jetzt Richtung Malmö. Jetzt ist es noch etwa 20 Kilometer. Nachher geht es wieder über die Öresund. Und ja, dann sind wir schon in Dänemark. Thank you, bye. Jawohl, wir sind wieder mit gutem Gewissen durchgekommen. Dänemark, wir kommen! Jui! Jo, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in Dänemark und zwar in Rodvikhafen. Da bei dem Turm, das ist kein Leuchtturm, sondern irgendein Brennturm von früher. Ist allerdings nicht so original, ist ein Nachbau. Und da haben wir es mega schön und da werden wir auch nächtigen. Nach einer verregneten und ein bisschen stürmischen Nacht dort bei dem falschen Leuchtturm sind wir jetzt hier in Faxe. Das ist ein Ort von Faxe. Ist also nicht ganz einfach, das auseinanderzuhalten. Auf jeden Fall hat es hier ein Geologiemuseum und einen Kalkbruch. Und der Kalkbruch ist der Wahnsinn. Wir sind vorhin schnell uns einen Überblick verschaffen. Jetzt müssen wir allerdings, bevor wir uns das wirklich zu Gemüte führen, müssen wir uns noch etwas anderes zu Gemüte führen. Und das ist... Essen! Was gibt's Feins? Reis zum Büttelus. Und von gestern haben wir noch so Soße, Paprikarahmsoße mit Zugetti und Pilz drin. Sieht so aus. Das tun wir dann alles hier in einem Topf und dann brauchen wir nicht einmal Teller. Dann tun wir nämlich gerade zum Topf ausessen. Ja, richtiges Campen halt. Sehr fein. So, frisch gestärkt geht es jetzt auf in Kalkbruch. Dort führen. Wow. Anhand von diesen Leuten sieht man gut, wie gross
wie unglaublich gross eigentlich der Kalkbruch ist. Das ist der Wahnsinn. Ups. Kleine Weinbergschnecke. Oh ja, warte. So, dich tun wir jetzt auf die Seite, nicht dass du noch unter das Rädchen kommst. Du willst offensichtlich drüber. Schneckenrettungsaktion von Sven. Jawohl. Immer wichtig. So, dort hast du doch hinwählen, oder? Ja, der Teugel ist schon wieder ausgefahren. Das ist, glaube ich, alles gut. Gut. Also vor 20'000 Jahren sei da alles noch unter der dicken Eisschicht gelegen. Und man sieht also heute noch deutliche Spuren davon. Zum Beispiel da anscheinend von einem Mammut Fell hinterlassene Streifen. Hast du nicht das Gefühl, es sieht aus, wie wenn wir an den Strand würden? Ja, es ist ein bisschen steinig und ein bisschen... Ja, es gibt auch Steinstrand. Ja, ja. Aber das Wasser ist mega schön blau. Und kommt's gut? Ja, schön. Aber ich glaube, noch besser wären da richtig coole Drohnenbildchen. Wie geht dein Spruch? Let's do it! Was auch cool ist, in diesem Kalkbruch, wir haben viele Familien gesehen mit Kindern, die hierher kommen, gehen Fossilien ausgraben mit dem Hammer und Meißel. Und das ist sicher auch ein cooles Erlebnis für die ganze Familie. Also wir hätten sicher eine Freude, nur wir haben keinen Hammer und keinen Meißel dabei. Aber dafür 2 Kameras. Und tatsächlich, wir haben etwas Kleines gefunden. Was auch immer das genau ist. Es ist im Stein, im Kalkstein verewigt. Nach dieser tollen Erfahrung machen wir uns dann aber wieder ein bisschen auf. Schliesslich brauchen wir ihn als Nachtlager. Schön, hä? Es schmeckt nach Kaffee und jetzt ist wieder grün, das ist ja wunderbar. Bleiben, dranbleiben, grün, jawohl, sehr schön. Lustige Brocke. Wir haben uns dank unserem Dänemark-Führer für das Städtchen hier entschieden. Ob wir es richtig aussprechen, wissen wir nicht. Aber es wird Stege geschrieben.